Hauptthema von iwwer Vullenschwätzt ass de Vullenzuch. Du kannst mal frohen fir wat Fleen am Hirscht schmurvelen bis an Afrika, ma jo ganz einfach. Schmurvelen ersten Insekten, aber bei uns ginn am Winter kein Insekten. Dafür mussssen déi bis an Afrika fleen. Ich habe ein paar ganz bekannt Zuchvullen opstalt. Even den bekanntsten, die sie für kurzer Zeit River geflohen, Anfang März, sind halt große Truppen von Horgans oder Krokaten über uns geflohen. Ihr seht, dass sie richtig groß Vullen, die sind so groß wie ein Storch. Die fliehen am Hirsch bei uns River an, am Frühjahr kommen sie zurück. Die überwandern aus Spanien, neuerdings auch aus Frankreich. Früher, also für 7 Jahre, sind Horgans bei uns zu Lëtzebuerg praktisch alle Gute am Oktober River geflohen, nach pur am November. Heutzutage ist es so, dass die am Oktober die echt kommen, die meist am November, nach pur am Dezember. Für wer ist das so? Das wird einfachste mit dem Klimawechsel wahrscheinlich zu tun, weil wir diese Winter gucken, was ja keine richtige Winter war. Da haben sie genug erste Fund an Nordeuropa oder an Norddeutschland, sodass sie nicht verbrechen fortzufliehen. Für Schmurven ist es ein bisschen ernst, dass die müssen fortfliehen, egal wie, weil die wissen nicht, ob der Winter Müll ist oder nicht, so wie das Horgans ja nämlich just bis nach Frankreich oder Spanien fliehen, für zu überwintern, haben die keine so weit Weg. Wenn die Vullen an hier Winterquartier fliehen, machen sie noch Pausen, also besonders die meisten mehr Pausen. Sie haben rausgefunden, beispielsweise ein Storch, ein weißer Storch, den an Deutschland britt, den weit ungefähr 3 Kilo. Der fliegt bis nach Südafrika. Der braucht, für Hannen anzukommen, nach 3 Kilo Fettreserven. Die kann ich nicht an engem Kuh essen, weil sonst ist es zu schwer für zu fliehen, da müssen zu Fuß gehen. Also braucht die Rastplätze. Aber natürlich gibt es auch immer, wie immer, Ausnahmen. Es gibt eine Vullenzucht, den fällt komplett aus der Reihe. Das ist die Pulsschnapp, die britt an Nordeuropa, an Nordamerika, an Alaska. An Alaska haben sie ein paar Pulsschnappen gefangen und sind denen einen Sender angetan. Stell dich das vor wie ein Rucksack mit einer Antenne drin. Da kann ich über Satellit gucken, wo das Tier zu allen Momenten drin ist. An einem von diesen Kadetten ist an einem Kuh von Alaska bis an Neuseeland geflogen. Den hat dafür ungefähr 10 Tage gebraucht und das waren knapp 11.000 Kilometer. Den hat NRW nicht gerascht, weil sein Problem ist, wenn du mehr Land gibt, nicht direkt ersaufen, aber könnt aber schlecht von dort aus starten. Das heißt, dass ihr keine Rastplätze braucht. Und da weiß ich nach der Vullenzucht, die einkehr am Jahr eine Tour rund um die Welt möchte. Das ist die arktische Seeschmurvel. Die britt an der Nordpol-Gegend, an den als am Winter an der Gegend vom Südpol. Den ist klein Fisch am Meer, also den kann man natürlich rasten, weil das sind die, den ist dran angepasst, für am Meer Fisch zu fangen. Das heißt, den hat kein Problem, für dort zu starten, wenn er im Wasser einkehr sitzt. Du kannst natürlich fragen, wie fanden Vullen den Weg bis an hier Winterquartier, mit so verschiedene Methoden, wie sich können orientieren. Die Richtung ist ihnen angeboten, da haben sie eigentlich keine Gedanken mehr. Verschiedene Vullen, die am Dach fliegen, wie Storchen oder Schmurvelen, die können sich in der Sonne orientieren, aber da muss ich natürlich auch am Körper eine Auer haben, das tun Vullen, für zu wissen, wie spät es ist, weil sonst steht hier nicht immer auf der selben Platz. Dann gehen es Vullen, die fliegen nur, wie beispielsweise Rotbrüstchen. Die können sich um die Sterne orientieren. Da spielt der Polarstern und die Sterne, die rundherum sind, eine ganz große Rolle. Was interessant ist, der Sonnenkompass, den ist angeboren, mit dem Sternenkompass, den müssen die Vullen lehren. Das heißt, an ihren Jahren müssen sie die Sterne sehen. Das können sie nicht mit den Sternen orientieren. Wenn aber ein viel Nebel ist, und sie sehen am Dach oder an der Nacht gar nicht, dann haben sie auch immer ihren Magnetkompass. Das heißt, sie können sich im Magnetfeld von der Erde orientieren. Aber interessant ist, dass Experimente bewiesen, dass der Magnetkompass am Rätsel A sitzt. Wie genau funktioniert, das muss noch erforscht werden.